Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu der Sendung «Zusammen im Zentrum» hier aus dem Futterhaus zu Bern. Heute geht es sportlich zu und her. Ich begrüße nämlich den Marco Schär, den neuen Geschäftsführer von Wacker Thun Handball. Herzlich willkommen. Ihr habt Mitte April angefangen und eigentlich hätte ihr das Drama verarbeiten, das Cup-Final, oder? Wo der irgendwie das Wacker hat wirklich in letzter Sekunde durch eine Penalty den Cup-Sieg verspielt. Ja, das ist nicht ganz lustig. Ja, das ist nicht ganz lustig, das ist richtig. Das hat wehgetan. Man muss aber auch sagen, wir sind das ganze Spiel hinten und erst am Schluss können aufdrehen, auch dank dem Goalie. Und von dem her, logischerweise hätten wir den Cup-Sieg genommen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wirklich ganz unverdient verloren haben. Es wäre schon schön, aber wie hat die Mannschaft wieder aufgerichtet? Also, absolut. Redet man darüber? Oder es gibt ja Leute, die sagen, ja, darüber reden, so nicht die Wunden auf, die Narben auf, es wieder aufbricht. Und andere sagen, nein, Psychologen sagen, nein, man sollte über so Zeugs reden, für es wie runterzuarbeiten, wegzuarbeiten. Ja, nein, es wird auf jeden Fall darüber geredet. Das ist ja eigentlich, wenn man es anschaut, jetzt für uns vergangene Saison, ist das Highlight gesehen, der Cup-Final dort zu sein. Und wenn man geschaut hat, was Wacker können mobilisieren mit den Fans, was dort für eine Stimmung war, das ist trotz allem eigentlich für die Spieler ist das Highlight gesehen, dort können zu spielen und die Stimmung können aufzusaugen. Und ja, am Schluss ist es ärgerlich, ist es Pech, ist es Unvermögen, das gehört zum Sport. Einer muss man als Verlierer im Cup geht als Verlierer vom Platz. Und jetzt ist es leider mir gesehen, aber das wird nicht angeschwiegen. Das ist glaube ich, sicher es ist auch positiv. Was habt ihr auch Mental Coaches, die euch jetzt da helfen, der Mannschaft helfen? Über das